Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir Bruder Schmalzgrab von unserem Arzt da hinten niedergemacht. Der ist ziemlich gewalttätig gewesen und hat einen offenen Hirnschädel gehabt. Und Leslie Nielsen haben wir auch wieder gefunden. Und wir haben festgestellt, es gibt Dr. Zoidberg-Gegner, die unsichtbar sind. Und kurz darauf hier ist uns der vernarbte Typ wieder erschienen, den wir jetzt als Ruvik identifiziert haben. Und dem soll man nicht nachsteigen. Und ihr wisst, was das heißt, als hinterher. Was zur... Natürlich. Doktor? Natürlich. Leslie? Dr. Leslie. Fuck. Ja, gut, die Reaktion, so hätte ich reagiert wahrscheinlich. Und was ist dahinter? Na, aber hinter Tor Nummer 3 haben wir doch Glück. Oh, Jesus. Kontrollpunkte. Oh, jetzt sind wir wieder in der Waschzup. Gibt's dann das? Oh, wieder in irgendeinem Schlachthofbetrieb. Und als in... Ja, was geht hier vor? Und dein Persilhemd, das hält immer noch. Blütenweiß. Scheiße, Mann. Ach, dass wir immer in der eklige Waschzup tauchen müssen, das ist doch echt zum Kotzen, Mann. Uah. So. Ich meine, gegen gescheit die Waschzup hätte ich ja überhaupt nichts, aber das... Uah. Uah. Und was macht der hier? Wir müssen halt wieder alles abtatschen. Ach nee. Hier. Ach, hätte ich es doch nicht getatscht. Lebt der wieder? Nee. Wie eklig. Okay. Kann man was anzünden? Das machen wir erst später, glaube ich. Ich glaube, das setzt irgendwas frei. Was sollen wir uns raushalten? Natürlich gehen wir doch rein. Da ist wieder ein Waschsupp-Pool. Git. Ist da drin was für uns? Da können wir auch wieder der Reihe. Ach, nee, Mann. Warum mache ich sowas? Hätte ja sein können, dass irgendwas drin versteckelt ist für uns. Hoppala. Okay, ganz vorsichtig. Jetzt fliegt uns das Scheißding wahrscheinlich wieder um die Ohren, oder? Boah. Glück gehabt. Glück gehabt. Wohl wieder. Okay, was macht... Genau. Dummkopf. Das sollte man vielleicht da hochkraxeln, oder? So, da kommen wir nur in die Waschzup rein. Okay. Was macht der hier? Nehmen wir was zum Treter. Ich nehme mal an, wenn ich drauf schieße, dann macht's Bumm. Aber ich kenne doch mein Spiel mittlerweile. Ich bin mir fast sicher, dass es hier zum Arena-Kampf kommt, dass da wieder sau viele von den Zombies kommen. Und ja, dann brauchen wir das Ding wahrscheinlich um die Urballer, um die Masse kaputt zu machen. Um die Masse kaputt zu machen. Abpfui Teufel. Geht. Okay, da ist ein langer Draht gespannt. Können wir da unten durchschluppen? Ja, das geht. Okay, der ist doch ganz hinterer. Na gut. Was macht der? Hoppla. Okay, auch gut zu wissen. Die Munition nehmen wir. Ach, dankend. Können wir das kaputt schlagen? Na, Allah, geht doch. Okay, okay. Da können wir drüber steigen. Da ist wieder ein... Ja, ja, ist in Ordnung. Ich mache nichts. Guck mal, ich das mal an. Pfui Teufel. Also die fast 2D Gedärme. Lecker, lecker, lecker. Wirk. Okay, können wir den auch entschärfen? Ja. Ich hätte ihn ganz gern entschärft. Also die Dinger hätte ich ganz gern entschärft. Der Stolperdraht weiß ich noch nicht. Okay. Da geht's bestimmt auch dann irgendwie... Hoppla. Was war das? Geht's bestimmt auch irgendwo weiter?
Ach so, einer von den illustre Fleischsäck hier. Lecker. Und da kennen wir den Stolperdraht wahrscheinlich abkapseln, ne? Kommen wir da nicht rüber? Ii. Okay, das juckt dich nicht. Aber wir zünden dich mal lieber an. Sicher ist immer sicher. Wow, können wir das Zeichen doch nicht abnehmen? Irgendwie? Oder hätten wir das auf der anderen Seite machen müssen? Können wir da auch reinkriechen? Voll Teufel. Na gut, ich glaube, wir haben alles soweit ausgekundschafft. Und ich komme immer mehr zu der Ansicht, dass das eine Öllache ist, die man anzünden kann, die gegen viele Gegner hilft. Na gut. Enclavig. Ah nee, da können wir's. Da können wir's rausmachen, oder? Ja. Okay, gut. Ich glaube, da löst's was aus, ne? Das müsste doch offensichtlich sein. Klar. Hi, Rubik. Hi, Zombies. Ja, alles klar. Okay, der Speckmann hat's gekillt. Dich auch? Ja, super. Das läuft doch. Ja, super. Hat sich doch richtig gelohnt, auf Crit zu skiller. So. Dann. Hoppala. Qualenarmbrust und auf den Speckmann, bitte. Quatsch. Okay, der Speckmann steht, die andere stehen neben mir. Hoppala. Ja, dann kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her, hier gibt's was. Hier ist Sir Lancelot, bitteschön. Hoppala, irgendwas anderes ist noch bei mir in der Nähe. Wo sabbert's? Wo geifert's? Ah ja, da hinten ist noch einer. Na dann, komm mal her. Also Gretel hinter der Heck wieder. Okay, Käppel kaputt. Das waren so, oder? Na alla. Fixer Arena-Kampf. Das ging schnell. Okay, die Ölpfütze ist weg. Der Speckmann hat nichts hinterlassen. Hat die Gretel hinter der Heck was bei sich. Die hat Schmotter. Das nehmen wir gern. Ich glaube, unser ganzes Gedöns hat sich auch hier auf den Bereich konzentriert, ne? Unsere Sauerei. Da ist noch ein Spritz. Das ist auch spitze. Ich föhne mal normalerweise eigentlich nichts rein, was so ein Fettsack bei sich gehabt hat. Aber in dem Fall, es ist ja ein Spiel. Dann sind wir jetzt fast auf Maximum. Ich glaube, so hoch war man noch nie. Den können wir nur anzünden. Und hat der noch was bei sich? Der hat noch Glibber. Und ich glaube, da unten im Morast war noch ein paar, die ich ausgeschaltet habe. Die könnten möglicherweise auch was bei sich gehabt haben. Ja, ich bin saumäßig froh, um ehrlich zu sein. Jawohl. Sehr gut. 300 Brie. Schärei getaucht, um es rauszufischen. Insgesamt 800 Brie rausgefischt. Das finde ich doch super. Okay, die konnten zwar drüber klettern, aber wir nicht. Na, alla. Da habe ich ja gar nicht so sehr mit der Arena arbeiten müssen, sondern habe das auch so ohne Probleme lösen können. Spitze. Die Kiste kann ich noch kaputt schlagen, ne? Da ist noch Werkzeug drin. Okay. Ja, geil. Geil die Sache, oder? Gehen wir jetzt hier durch. Patsch. Und wieder ein Kontrollpunkt. Ich traue dem Brote hier wieder nicht. Wenn die Wände bluten, ist nie so gut. So à la Shining. Das ist unser Lempel A. Ja. Unser Funzel bringt irgendwie kaum Licht. Na gut. Da kommen wir nicht durch. Okay. Okay. Na dann. Da ist noch Munition, ne?
Oh, scheiße. Was ist ein doofer Party wieder abgegangen. Ey, das ist so eklig. Ah, der steht bestimmt wieder auf, oder? Hier ist noch so. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Was ist denn das? Samara, hau ab! Das war doch das Ding, was er gesagt hat im Ladebildschirm. Das haarige Ding, glaube ich. Komm ich hier jetzt rein? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich will nicht von der Samara gefressen werden. Sieht aus wie die aus The Ring. Gott, 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 Gott. Zunza. Sub-Eissammler. Zunza. Patronen brauche ich, ja. Glipper, alles in die Flasche. Nein! Hau doch ab! Nein, jetzt habe ich sie bei mir! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 Gott! Ah, da geht's runter! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße! Okay, einer noch mit auf dem Weg, weil es so schön war. Schleich durch, die Soldo 3 Renner. Was willst du, verdammt? Fruch doch nicht rennen! Du, Blödmann! Was willst du von mir? Das ist das Letzte, was ich frohe tät. Ach du Scheiße. Grundgütiger. Boah, schier eingepullert vor lauter Arg. Uah. Das war wohl so ein typischer Boss hier, ne? Der mal wegrennen sollte. Oh, jetzt kommen die ja gerade wieder. Das ist unfair. Scheiße. Mehrere Gegner können mit einem einzigen Streichholz verbrannt werden, wenn sie nah beieinander sind. Und die wunderschöne Boppe hier, die geben mir doch richtig Mut. Alter Falter. Ey, schier in die Hose gepullert. Oh Gott. Okay. Sammel schneller. Karstel, mach. Jetzt wissen wir ja wenigstens, wo es lang geht. Oh Gott, Samara, bitte sei nicht da. Jetzt sind wir so wenigstens ausgesperrt. Runde durch und renn. Was willst du, verdammt? Alter Kastel. Kastel. Hör auf mit dem Scheiß. Ich sag, das sind gute. Boah, Mann. Mann, oh Meter. Okay, hat er was bei sich? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade total arg gespannt. Hau ab, du Gretel hinter der Heck. Hau ab. Renn. Kastel, jetzt wird geflitzt. Lecco mio. Geschafft. Ich kann's kaum glauben. Dito, ich kann auch kaum glauben, was uns da angegriffen hat. Lecco mio. Okay, jetzt sind wir wieder ein Shotgun-Schuss mehr. Jetzt reite mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und nochmal 3 mehr. Ah, das war Knarre-Munition. Nehmen wir auch gern. Okay, das ist wieder so ein entflammbares Ding, oder? Nee, das macht gar nichts. Oh, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. So. Nein! Oh, nein! Hör auf!
Oh Gott. Oh Gott. Renn! Renn, Kastel! Ich weiß nicht, wo hier, aber renn! Wie im richtigen Leben, ne? Scheiße, Kapitel 4 überlebt. Da ist nochmal so ein Dr. Zoidberg nochmal abgebildet. Mann, oh Meter. Okay, Spiel speichern. Der Patient, das haben wir jetzt gepackt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach Gott, war das das Finale gerade. Kapitel 5, innere Tiefen. Das kommt jetzt. Okay, wir machen noch gleich weiter. Wir haben ja noch circa 5 Minuten Zeit. Wenn du von Gegnern umgeben bist, kannst du dich mit Nahkampfangriffen freikämpfen. Gut zu wissen. Okay, jetzt erstmal einen Schluck Wasser auf den Schreck. Oh Mann. Da will mich jemand unbedingt einweisen. He's watching. We can't leave. Er beobachtet uns, wir können nicht weg. Innere Tiefen. Okay, du müssen wir wahrscheinlich dann rein. Aber erstmal zum Speicherraum, ne? 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 Tagebuch von Sebastian Castellanos, März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr einen neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra Ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger von den Verbrechern geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Der hört sich an, als würde er in Gotham City schaffen, oder? Wo irgendwie 98% von den Bürger Verbrecher sind. Okay, da haben wir wieder so einen schönen Bolzer. Zu dem sage ich auch nie näher. Und dann gehen wir da mal rein. Gucke, was die von uns bereit hat. Substanziell für mich am Arsch. Ach, ich mag ihn irgendwie, der Kastel mit seinem trockenen Humor. Der Bastel-Kastel. Ich finde ihn witzig. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ach was. Finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ich komme doch immer regelmäßig zum Schisserlo speichern. Ah, da ist noch eine Zeitung. Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeindeverhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Wer ist dann auf dem Bild abgebildet? Ich wüsste mal gern, ob das der Bastel ist. Ja, scheint wohl nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Okay. Dann gehen wir doch erstmal auf Tanker. Komm, tritt doch die der auf. Hast du sonst keine Probleme damit. 6200 Saft. Das ist ordentlich. Das ist eine Hausnummer. Mit der können wir schaffen. Mit der. Yes, das stottert nicht so, du Depp. Da sind wir dann durch. Fitness. Lebensenergie könnte man erhöhen, muss aber nicht sein. Ich bin auch gerade voll aufgeladen. Ich tät eigentlich ganz gern meinen Crit erhöhen. Schade. 9000. So viel Saft haben wir gerade nicht übrig. Du könnt mal auch aufpumpen. Ah ne, Quatsch. Das war hier. Den können wir auch nicht aufpumpen. Da bräuchten wir auch 8000 Bride vor. Das ist ein bisschen zu viel, ne? Nachladen. Ja, Spanne. Reichweite. Nachlade. Nö, die Armbrust finde ich eigentlich soweit in Ordnung. Ich tät gerne ein paar Streichhölzle mehr. Ein paar Munition mehr. So, machen wir mehr dafür. Ein paar mehr Streichhölzle wäre cool. Und vom Restgeld. Muss ich gerade mal gucken. Ach, die Armbrustdinger, die kann ich auch nochmal skillen. Ach, was?
Explosivbolzen Stufe 1 und auf Stufe 2 eine Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt. Da kann ich 100... Ah, da kann ich auf der Schade drauf gehen. Da kann ich auf die Gefrierdauer gehen, da kann ich auf die Blenddauer und am Schluss Feuerschade bei den Dinger. Das ist gegen Bosse ganz cool. Ich glaube, das wäre auch gegen Bosse ganz cool, dass man die einfrieren kann und mit der Schrotflinte drauf. Da könnte ich viele Instant-Kills machen, ohne Munition zu verschwenden. Da könnte ich mir Aufspieße Schade machen. Das ist aber teuer, ne? Das ist recht teuer, das Zeug. Reserve. Schrotflinte geht nicht mehr. Armbrustbolze. Wisst was? Ein Bolze mehr ist immer gut. So. Jetzt sind wir wieder gut aufgepumpt. Und dann können wir wieder speichern, ne? So. Gehen wir jetzt erstmal speichern. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Zack. Und dann hört es anscheinend mal wieder in der Klinik auf. Aber wissen wir was? Denn Hut setze ich mal das mal nicht auf. So. Wir sind ja in der Samstagsepisode und wir sehen uns ja morgen wieder. Deswegen finde ich, wir sollten mal hier aufhören. Das heißt, wir sehen uns morgen dann wieder zu der Sonntagsepisode zu der 2 zu Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Bis morgen dann, Eiern Yankee.